sich, das war auch total verwirrt, ich musste ganz viel holen und wirkte so ein bisschen verwahrlos. Ich war echt sauer, ich habe echt geschimpft. Ich habe echt mit meinen Eltern, das soll man ja eigentlich nicht machen, eigentlich sollen ja die Eltern mit den Kindern schimpfen, aber die Kinder nicht mit den Eltern. Also so erzähle ich das meinen Kindern immer. Aber ich bin abgewichen von dieser Rede, habe ich mit denen geschimpft, habe gesagt, wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid eklige Messis. Messis, wisst ihr, was das ist? Kennt ihr alle den Ausdruck? So Leute, die nicht wegwerfen können. Oh, und da war los. Ach, dann haben die sich aufgeregt. Wie kannst du sowas sagen, der eigene Sohn? Und oh, dass ich mir sowas noch anhören muss. Und so. Das war aber dann war so ein Missverständnis. So ältere Leute, die können nicht mehr so gut hören, die hatten verstanden, Messis. Das war, dann hat das aufgeklärt und dann war wieder gut. Als ich das dann erklärt hatte, so. Dann wurde wieder der Käsekuchen rausgeholt und haben wir wieder nachgeschenkt. Das ist nochmal ein Teil aus meinem Laufverfahren, wo ich jetzt nochmal vorlesen. Teil 3. Seit ich Laubenpieper bin, steht das Telefon bei mir nicht mehr still. Die Anschaffung des Kleingartens hat mein Telefonierverhalten nachhaltiger verändert als die Anschaffung des Handys. Hallo Spider, hier ist Ralf. Ja, lange nichts gehört. Ja, du, was ich fragen wollte, ich würde gerne mal vorbeikommen. Du kannst doch bestimmt Hilfe brauchen. Ja, gerne, ja, würde auch Grillfleisch mitbringen. Und Würstchen. Ja, die Jungs würden dir auch helfen. Ja, wenn es für mich in Ordnung ist, die sind jetzt 6 und 9. Du, ich komme auch ohne die, ist kein Problem. Nee, dann bringt ihr mit. Ja. Nee, Ramona kommt bestimmt nicht mit. Doch, der geht's gut. Ja. Du, die Ramona, die ist ja jetzt Veganerin. Ja, erzähl ich dir denn beim Grillen, wa? Ja, tschüss. Das war Ralf. Ewig keinen Kontakt mehr gehabt, dass der sich mal für Garten interessiert. Wer hätte das gedacht? Hallo Spider, hier ist Mike. Ja, sag mal, du hast jetzt einen Garten, habe ich gehört? Und sag mal, da ist doch bestimmt ein Häuschen drauf. Oder ein Schuppen. Gut, und wer hat alles einen Schlüssel dafür? Sehr gut. Kann ich was bei dir unterstellen? Müsste ich aber nachts bringen. Wenn es dunkel ist. Okay, wir können halbe machen. 50-50, aber zu keinem ein Wort, ja? Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Mikey, hab jetzt als Vergessen zu fragen, was er jetzt beruflich so macht. Da hatte er mal so Probleme früher. Hallo Spider? Hier ist Matze, tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich habe nicht vergessen, dass ich dir noch ein Bier schulde. Ja, von der Wette damals. Und du, weißt du was? Ich erhöhe auf den ganzen Kasten, Zinsen sozusagen. Ja. Nee, die Willi, die kommt nicht mit. Nee, die ist ja jetzt trocken. Du, ich trinke auch nichts mehr, nur zu besonderen Anlässen. Ja, und dass du jetzt Schrebergärtner bist, ist doch ein besonderer Anlass, oder? Meinst du, dass der sich meldet? Früher haben wir ja mal viel zusammen randaliert, aber dann haben wir uns aus den Augen verloren. Das war, nachdem er mit der Vicky abgezogen ist, auf die war ja eigentlich nicht scharf. Der Matze. Hallo? Boah, Spider, bist du das? Wirklich? Woher weiß ich denn, dass du das wirklich bist? Wer ich bin? Ja, ich bin Henne. Naja, du, ich habe gehört, du hast jetzt eine Plantage? Ich habe das perfekte Einstandsgeschenk für dich. Hier Gewächshaus? Ja, 2,5 Quadratmeter. Ja, nee, musst du nichts für tun. Nee, bring ich dir vorbei, ja? Bau ich noch auf. Kein Problem. Nix so lang. Und Spider, wenn ich noch fragen wollte, könnte ich vielleicht eine Pflanze bei dir unterbringen? Was das für eine Pflanze ist? Das ist so eine Kübelpflanze. Das ist ja wirklich so, ich sag mal so, Büropflanze. Das ist eine Büropflanze. Ja, das ist mir zu groß geworden, aber ich hänge dran. Ich will die nicht wegschmeißen. Das ist ja auch bloß bis zur Ernte. Ich werde das den neuen Besitzer. Also wenn es unkompliziert ist, danke, bist ein Schatz, danke du. Der Henne schenkt er mir einfach ein Gewächshaus. Der scheint ja auch, wie ich das ja rausgehört habe, scheint er jetzt ja auch zu gärtnern. Schön, dass der sich so entwickelt hat. Der war ja früher eher so ein Drogentyp. Naja, wir werden eben alle älter.
Ach, mein Handy klingelt theoretisch praktisch pausenlos neuerdings und ich wollte das schon abschaffen. Aber so ein Garten, da wachsen nicht nur Blumen und Möhren, da wird dann auch gleich alte Freundschaften wieder viel besser.